Gute Taten statt unproduktive Zeit. Es ist Freitagnachmittag in Skopje und die Menschen kochen für Obdachlose. Gemäss Studie ist das der unproduktivste Halbtag der Woche. Zum Ziel gesetzt, dass man diese Zeit nutzt, um Leute zusammenzubringen, um das soziale Bewusstsein der Gesellschaft zu fördern. Auch diese Journalistin wird von ihrem Arbeitgeber bezahlt, um hier zu helfen. I consider with other good people who are doing something good for the community, so maybe I can find some stories for my TV program, and that's how we somehow connect and make our networks. Der Firmenbesitzer ist im eigenen Geschäft auf die Idee gekommen. Auch seine Mitarbeitenden machen bei der Projekt. Es kostet mich sowieso Geld. Also ob die Leute dort im Büro rumhocken und nichts tun oder ob sie rausgehen und stattdessen etwas für die Gemeinschaft machen. Studien zeigen, dass Menschen, die sich sozial einsetzen, deutlich zufriedener sind. Sie sind glücklicher, optimistischer und resilienter. Bis jetzt hat es in 8 Ländern sogenannte Social Fridays gegeben. Der Fikret Zendeli möchte die bezahlte Freiwilligenarbeit weltweit verbreiten. Mit der Aktion in Skopje ist er zufrieden. Es ist ja erwiesenermaßen, dass der Freitag, speziell der Freitagnachmittag, der unproduktivste Tag ist. Und ich aus eigener Erfahrung kann es eigentlich nur bestätigen. Oder? Dann stellen wir vor die Frage, oder, was wir aus dieser Tatsache machen. Oder? Nichts tun und weiterhin eigentlich den Status quo akzeptieren oder den Status quo herausfordern. Und,